Ja, komm auf den Punkt. Komm jetzt auf den Punkt. Ich weiss, es geht länger, weil vieles ist, um auf den Punkt zu kommen. Krass, es ist krass, es ist krass. Jetzt ist es passiert, Ständerat, Nationalrat erlauben dem Bundesrat einfach so, und sie wissen ja warum und wie, zu machen, was sie wollen. Tja. Es wäre ja noch nie so ein Problem, wenn man würde wissen. Doch wir wissen alles das Gegenteil. Wenn man würde wissen, dass der Bundesrat wirklich für uns da wäre und für das Land. Wir wissen es anders. Er ist nicht für uns da, er ist für jemand anderen da. Es ist eine schleimige, bösartige, egozentrische und willfährige Macht geworden. Der Bundesrat, den man heute als Bundesverrat darf bezeichnen. Die Schweiz ist tot. Das ist vorbei. Wir haben schon in den letzten Jahrzehnten schon wackeres Zeug müssen erleben mit den Gesetzgebungen bzw. mit dem Hineinschleichen von dieser Macht. Und wir können sogar zurückgehen, wenn wir es ganz genau anschauen, in eine ganz andere Zeit, nämlich zu 1848. Eben, zum auf den Punkt zu kommen, ist es von Bedingung, dass man geschichtlich sich ein bisschen auskennt. Dass man weiss, was gegangen ist. Die Republik Helvetien, also Helvetica, oder Helvetia, die ist 1948 ad acta gelegt worden. Das heisst, man kann das also. Man kann aus einem Land ein anderes Land machen. Und was mir aufgefallen ist, also, sind die Farben von dieser Fahne, die die Republik Helvetica hat. Grün, Rot, Gelb. Rechteckige Fahne. Nichts mit Schweizer Kreuz. Ich finde, wenn man dann ein bisschen auch weiss, und eben wenn man dann da zum Punkt will kommen, dann erfahrt man auch gewisse Sachen über das Kreuz. Die Hintergründe, die Absichten. Und all das ist also einem human-realistischen Mensch zuwider. Die Schweiz ist tot, definitiv jetzt. Wir, da, wir, die in diesem Land sind, wir leben. Was wir aus dem jetzt machen wollen, das liegt an uns. An uns, allen. Wir sind jetzt übernommen worden, definitiv übernommen worden von einer fremden Macht. Ich weiss, dass das viele nicht sehen können, weil sie noch nicht wissen, was da im Hintergrund abgegangen ist. Und das kann man natürlich nur dann wissen, wenn man sich ein bisschen auch dort informieren. Und sich informieren heisst halt auch, man muss Zeit freischaufeln in seinem Leben. Für das. Für das. Dass man weiss. Und viele haben einfach keine Zeit mehr mit. Dann nimm sie dir jetzt. Es ist jetzt eine Bedingung. Wenn du willst, in deine Stiefel laufen als Sklave, als Untermensch, als du hast die Schnorren, Mensch, hast gar nichts zu sagen, Mensch, dann ja, ist es das ist einfach nur das von dir. Es ist aber nicht das von uns. Das können wir uns nicht bieten lassen. Das geht nicht. Komm auf den Punkt. Schau alle Sachen an.
Dann kannst du den Fokus stellen. Aber zuerst musst du mal in die Breite gehen. Du musst mal schauen, was da alles läuft und gelaufen ist. Das ist nicht nur in unserem Land so. Das ist in Deutschland so, das ist in Frankreich so, das ist in Österreich so. Überall ist das so. Es liegt an uns. Wir sind in einer Zeit, wir haben ein geistiges Kollektiv und wir sind kreativ und wir können das wieder in Ordnung bringen. Wir können das. Für das haben die Leute, die dort die Hebel in der Macht haben, jetzt abzudanken und zu gehen. Ja, das ist so. Der Begriff Volkstribunal ist etwas, was man früher im Extremfall dann gebraucht hat. Das hat man dann gelebt. Und was, wenn nicht ein Extremfall, haben wir denn heute? Und warum hat man Volkstribunal aus der Verfassung herausgestrichen? Ja, dass der Mob nicht einfach einen aufhängen. Das ist natürlich auch klar. Kann auch ein Hintergrund sein, ist er aber nicht. Ja, und sie sind nicht unschuldig. Sie haben sich derart das Karma aufgeladen und die Schuld aufgeladen. Also ein Bergsee, echt? Nein, nein. Seine Inkarnationen möchte ich nicht. Echt nicht. Das ist ein armer Sieg. Das ist wirklich ein armer Sieg. Dass man es nötig hat, so im Leben unterwegs zu sein, das ist traurig. Traurig. Einfach traurig. Wir alle, und ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es einfach nicht untergeht. Weil es schauen nie alle Beiträge. Das sieht man ja. Aber ich habe eine gute Durchmischung. Ich habe wenig heute, die kommen schauen, weil ich halt auch versteckt werde. Ich auch gehackt werde die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn etwas Grösseres kommt, wird auch daheim im Computer ganz langsam. Es geht dann nachher wieder nach 2-3 Tagen geht's wieder besser. Je nachdem. Weil es ist dann vielleicht eben gleich zu teuer. Ich weiss auch nicht, wie das alles läuft. Wirklich, aber ich sehe da ganz grosse Fehler auch in dieser sogenannten KI. Die ist auch noch nicht so wirklich erwachsen. Die hat eine wackere Lücke und macht gröbere Fehler. Und macht solche Fehler, dass man sie am Schluss sogar dann abstellt. Ja, das kann dann sein. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der Bundesrat, den wir gegenwärtig haben und vorher auch hatten, die letzte Periode, und voran, immer auch informiert war oder auch indoktriniert worden ist durch gewisse Vorhaben und Absichten und Programme und Projekte, wo maßgeblich bei Bilderberger und WEF, das ist ja eigentlich der gleiche Haufen, aus der Röhre rauskommt. Die Leute, also der Bundesrat oder die Rätin, die haben im Voraus schon gewusst, was da soll kommen und haben sich vorbereitet auf das. Und zwar nicht für uns, sondern für die Absichten, die da im Gang sind und da am Laufen sind. Das da ist organisiertes Verbrechen. Organisiert. Das ist Mafia. Nichts anderes. Mafia. Und die sind juristisch jetzt subito aus den Stühlen zu holen. Subito. Das ist meine Meinung. Und das ist alleine nicht die Meinung von nur mir.
Ich kenne so viele Menschen, die das ebenso sehen. Ja, das sind von Altbekannten bis zu neuen Begegnungen. Das ist alles. Und ich begegne wirklich einigen Menschen. Es gibt hin und wieder mal jemanden, der glaubt, dass da wirklich sauber läuft und dass da müsste befolgt werden. Hin und wieder in meinem Feld. Nur in der Masse sehe ich es anders, in der Maskenart. Die Masse hat Masken an, wenn es befohlen ist oder verlangt wird. Macht sie es einfach. Das ist ein ganz schlimmer Aspekt. Wirklich ein schlimmer Aspekt. Ansonsten, all die nicht in der ÖV sind, also nicht all die, aber viele, die nicht in der ÖV sind, die sehen genau, was läuft. Das heisst, wir sind derart viel, also ich würde behaupten, wir sind ja, vielleicht im Ganzen, wenn man alle Bereiche anschaut, nahezu an einer Hälfte oder vielleicht sogar schon drüber. Die es sehen. Das heisst, es soll ändern. Das heisst, wir müssen etwas dafür tun. Das heisst, es braucht Juristinnen und Juristen. Es braucht Ärzte, die aufstehen. Es braucht Hochschulprofessoren, die aufstehen. Es braucht Arbeiter, die aufstehen. Es braucht Mütter, die aufstehen. Es braucht Lehrer und Lehrerinnen, die aufstehen. Es braucht Väter, die aufstehen. Und es braucht Soldaten, die aufstehen. Es braucht Polizisten, die endlich mal ihr Demonstrationsrecht und ihre Pflicht wahrnehmen, die aufstehen. Es braucht Bahnpersonal, das aufsteht. Es braucht jeden Ladenbesitzer, jeden Hotelier und jeden Wirt, jeden Marktfahrer. Es braucht alle, die jetzt aufstehen und die Mafia zum Teufel jagt, wo sie angehört. Es braucht alle. Schauend, ich habe es hinten angehängt, ganz genau nach, wer ihr noch wählen und wer nicht. Ich habe die ganze Tabelle bin ich durchgegangen, hier in diesem Beitrag. Die ganze Tabelle von denen, die dafür gestimmt haben. Die sind nicht mehr wählbar. Alle mit einem Minuszeichen, die Nein gesagt haben, die sind, egal was für eine Einstellung das sie haben, was für eine Partei das sie haben, sie sind noch wählbar. Das ist Demokratie, nicht anders. Jetzt organisiert euch wirklich. Seit Monaten bereite ich euch irgendwie ein bisschen auf das vor, was da jetzt wieder eintreten ist. Seit Monaten. Ich mache da jetzt den Bericht seit dem Februar. Seit dem Februar. Ich habe weit über 100 Berichte gemacht. Und nein, die Menschen, die das Maul auftun, die werden immer noch nicht wahrgenommen. Liebe andere Hälfte von denen, die es eben noch nicht sind, machen die Augen auf, machen die Ohren auf, machen das Herz auf. Da könnt ihr auch wieder denken. Und vor allem, legend den Maulkorb nicht mehr an. Schnaufend tief ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Es ist echt jetzt Zeit, dass wir alles durchschauen. Der Bundesrat da, der nutzt Tests, die eigentlich nicht zugelassen sind für das, wo man es anwendet, um etwas zu machen, also aufrechterhalten, nämlich einen epidemischen oder pandemischen Zustand. Es ist kein Offenstand, es ist ein Zustand. Wir sind abgesperrt. Ist also nicht validiert, der Test. Hat eine sehr grosse Fehlerquote. Es ist etwa so, wie wir einen Schwangerschaftstest nehmen und 1 Million Männer testen.
Das ist auch eine Antwort, die jetzt durchs Netz geistert. Es ist genau das Gleiche. Wirklich, genau das Gleiche. Nimm einen Schwangerschaftstest, teste 1 Million Männer und du hast 10.000 schwangere Männer. So noch blöd, hä? Dann hat man Masken. Es gibt natürlich Masken, die sind wirklich akzeptiert, in der Wissenschaft auch. Das ist im medizinischen Bereich, das ist im Baubereich, wo es viel Staub gibt etc. und so. Oder bei Farben und Lack. Das sind alles gute Masken. Die braucht man dann für die Zeit, wo man das macht. Das, was man uns ins Maul oder ins Gesicht drücken will oder tut, das ist auch wieder nicht akzeptiert in der Wissenschaft. Das kann man nicht brauchen. Hat eine Maschenweite, also das ist wie der Gotthardtunnel und da geht das Müsli unten durch oder rein, oder? Das wäre dann das Korönli. Ja, und die Maschenweite von der Maske ist das Gotthardportal. Das ist ein gutes Beispiel. Passt gut zusammen. Die, die es wissen, wissen es. Wir sind in einer Lage jetzt, wo eine Ohnmacht entsteht. Und ohne Macht sein ist wahrscheinlich das Hässlichste für jedes Wesen. Weil die eigene Macht haben, ist das Bedeutendste für ein gesundes Leben. Das ist der Selbstwert. Ich habe gerade einen Beitrag gemacht zu dem, dürfen ihr gerne hören. In diesem Kanal, weil meine ist noch immer gesperrt. Ja, also dann haben wir diese Maske. Und dann wissen wir, auch wissenschaftlich, wissen wir, dass Euthanasie kann entstehen mit diesen Masken. Das heisst, ein verminderter Luftstrom, wo eben verursacht, dass du viel zu viel durchatmest, viel zu viel CO2 wieder rüberkommst und so zu wenig Sauerstoff. Das ist messbar. Im Blut kann man das messen. Es gibt so ein kleines Gerät, da kannst du eben, kannst du auch an den Finger nehmen, oder? Ja, dann zeigt es den Sauerstoff an, der Gehalt in deinem Blut. Wie viel Prozent das du noch hast. Und der vermindert sich massiv. Und was das heisst, das logische Denken vermindert sich, die Urteilskraft vermindert sich. Und du wirst williger und folgst einfach, weil du Träger bist. Du musst nichts mehr hinterfragen. Ja, auch wissenschaftlich. Mit Labortests. Der K-Typ hat es jetzt gerade rausgebracht. Ist, dass du in der kürzesten Zeit selber ganz einen Haufen Pilze produzierst und Bakterien produzierst. Da, unter dem runter. Die schnaufst du erstens wieder rück ein, auch, und entlässt es in deine Umwelt, in deine Mitwelt. Wo all die Menschen sitzen dann auch auf den Stühlen oder im Laden sind, etc. und so. Ja, und unter diesen Menschen, bei diesen Menschen hat es ganz einen Haufen auch vorbelastete Menschen, die dann wirklich in Gefahr kommen, durch dich, die eine Maske haben. Also, ja. Ja, und liebe Kassiererinnen und Kassierer, wenn ihr schon eine Maske habt, könnt ihr mir dann mal sagen, warum dass ihr mit den Händen einmal das Zeug da über das Laufbahnteil, über den Laser bringt. Also anlangen dürfen das und haben eine Maske an. Also studieren, bitte, auf den Punkt kommen. Kommen zum Punkt. Es ist eine Sauerei. Wenn es derart stinkt, dann ist es eine Schweinerei. Es ist einfach ein Scheisshaufen. Und ja, jetzt nehmen wir die Schaufel in die Hand. Und aus Scheisse kannst du Hummus machen. Ist so. Die Schweiz ist tot.
Ja. Und nein, kannst du nicht sagen, ich lebe in der Schweiz. Nein. Das, was daraus gemacht ist, worden ist nicht mehr machbar. Jetzt machen wir, wenn wir unsere Freiheit wieder wollen. Und wir machen nicht, wenn wir sie nicht mehr wollen. So einfach ist es doch. Komm zum Punkt und schau es genau an. Dann siehst du es. Ich gehöre zu denen, ich will sein. Ohne frei sein ist mein Leben nicht Leben. Wie es dir geht, kann ich nicht sagen. Das ist das, was du dir kannst sagen. Ich rufe alle Eltern auf. Und alle, die ich schon aufgezählt habe, kommen zum Punkt. Verbindet euch und seht, dass alle Probleme, die da sind und so auf uns wirken, aus einer einzigen Quelle kommen. Und dass wir nichts anderes mehr machen, als eine neue Fassung an einer anderen Quelle. Die Quelle brauchen wir nicht. Ja, es ist eigentlich zum Kotzen, mir ist halb schlecht. Wirklich, jetzt lebe ich plötzlich so quasi über Nacht in diesem Jahr in einer Diktatur. Was soll denn das? Und dann haben wir ein Parlament, wo dem einfach wie willfährig folgt. Der Beitrag entsteht jetzt, weil das Covid-19-Gesetz eigentlich so mir nichts, dir nichts, einfach reingeflossen ist in die Verordnungen. Also in unser Gesetz jetzt. Und das geht gar nicht. Also wenn nicht der Souverän, das heisst das Volk, der Souverän da kann bestimmen, wie das soll gehen, dann ist das nicht demokratisch. Ganz einfach. Und direkt demokratisch schon gar nicht. Ich mache den Beitrag, dass Menschen da mal könnten sehen, wer in meinen Augen da überhaupt noch wählbar ist. Also, das Geschäft war 20.058-1 Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie. Also es wird von Epidemie geredet und nicht Pandemie. Einfach mal drauf schauen. Covid-19-Gesetz. Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates, des Bundesverrates, das ist eine Mafia heute, zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie, Covid-19-Gesetz. Ja, die Abstimmung vom 25.09.2020, 10.14 Uhr mit 400 Sekunden. In meinen Augen nicht mehr wählbar ist. Oder, nein, ich mach's anders. Ich nehme diese Worte nicht mehr in den Mund. Mach ich nicht. Nein, ich mach das Mundart. Was soll das? Ja, das kommt halt manchmal, oder? Dann ist man anfangen am Mundart reden und dann plötzlich kommt man ins Schriftdeutsch. Sorry, scusa. Ich möchte also die dafür gestimmt haben, für das Gesetz da, die möchte ich gar nicht mehr nennen, namentlich. Ihr könnt es ja selber lesen da. Ich möchte sie gar nicht mehr nennen, wirklich nicht. Was ich jetzt da haben möchte ist, egal welche Partei, egal was für eine Einstellung, ganz egal eigentlich. Es geht jetzt nur um das. Wählbar ist in meinen Augen praktisch niemand mehr. Also wirklich extrem wenig Menschen. Also wir sehen da, die nicht zugestimmt haben, Ador zum Beispiel, Bircher, Roland Büchel, dann Esther Friedli, die sind wählbar. Gietzendanner, Glarner, Grütter,
Übrigens, die sich enthalten haben, die sind im Fall auch nicht wählbar. Wählbar ist auch Hab und Heer und Heimgartner und Erich Hess und Huber, Thomas Matter, Niedecker, Page oder Page, weiß nicht, Rüeger, Schläpfer, Schwander, Solberger, Vogt, von Siebenthal, de Gurten, Dettling, sind alle wählbar noch. Mike Hecker, Estermann, Hab, Heer, die haben wir schon gehabt, Imark, Köppel, Lukas Reimann, Vogt von Siebenthal haben wir schon gehabt, Walliser, Wogmann und Zuberbühler. Also, ihr seht es da selber. Wir haben ein Verhältnis von 153, die zugestimmt haben. Und 6 Enthaltungen. Eigentlich können wir sagen 159. Weil die sich enthalten haben, haben nicht Nein gesagt. Zu 36. Nein. Ist unglaublich. So ein Parlament, das soll jetzt einfach der hingehen, wo es hingehört. Nicht zu uns. Und ich weise nur mal darauf hin, es braucht jetzt Kräfte, dass wir den Bundesverrat endlich loswerden. Die Mafia, die das durchzieht, mit allem, wo irgendwie nicht gültig ist, nicht sauber ist, nicht gut tut, die Mafia hat jetzt einfach zu verschwinden. Und wenn sie nicht von allein verschwindet, dann verschwindet sie dann irgendwann in einem Kerker vom Volkstribunal. Ganz bestimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht erlebt das sie nicht mehr. Das kann sein. Weil das menschliche Leben ja auch mal begrenzt ist. Doch kommen tut's. Das weiss ich. Also schauen bei den nächsten Wahlen einfach drauf, wer da Ja gestimmt hat. Die sind nicht mehr wählbar. Kein einziger von denen, ob Frau oder Mann, egal welche Partei, sind nicht mehr wählbar. Geht nicht. Vielen Dank.